Hallo zusammen zu der 73. Episode Buff Crit Loot im Gaming News Podcast von brack.ch zusammen mit dem Nico und mit mir, der Steffi. Und an dieser Stelle müssen wir auch gerade sagen, es ist die letzte Episode von Buff Crit Loot. Ja, darum sind wir beide ein bisschen traurig, aber wir schauen dieser ganzen Sache auch ganz positiv entgegen. Ja, people sad. Ja, es ist wirklich so. Also, es ist aber, wie gesagt, die 73. Episode. Wir haben jetzt über 2 Jahre lang Gaming News Streams gehabt, wo wir euch informiert haben, ein bisschen entertained haben und vor allem auf dem Laufenden gehalten haben, was alles so in der Gaming-Welt passiert, was alles Cooles passiert, was weniger Cooles passiert. Also eben Buff, immer die coolen Themen, Crit, die nicht so geilen oder sehr kontroversen Themen. Loot natürlich, was haben wir Neues, Cooles bei uns im Shop auf brack.ch und so weiter. Wir haben uns auch immer, also euch immer ein bisschen erzählt, was bei uns gelaufen ist. Wir haben euch auch mitgenommen an verschiedene Events, Messen, Fantasy Basel, wo ja jetzt wieder vor der Tür steht. Und 73 ist nicht schlecht, würde ich sagen. Es ist wenig. Nein, ist geil. Ja, also eben, ich bin sehr stolz. Ja, ich gehe, muss ich wirklich sagen. Also klar, wir haben nicht immer so eine krasse Regelmäßigkeit drin gehabt, wo halt auch immer wieder, ist halt unser Job. Das heisst auch, dass man krankheitsbedingt mal ausfällt, ferienbedingt mal ausfällt oder dass man halt eine kleine Pause muss einlegen, zwangsläufig, sei es irgendwie eben wegen Summerbreak oder wo man irgendwie eine Viertig plötzlich am Menti hat. Das ist öfters leider schon vorgekommen. Also schon allein nur Ostermenti oder um am 1. August, wo am Menti war, oder Weihnachten oder Neujahr und so weiter. Sobald einfach eine Viertig da drinnen ist, fällt es einfach aus für eine längere Zeit. Vor allem im ersten Jahr haben wir ja noch, also ein bisschen länger als ein Jahr, haben wir noch jede Woche eine Episode aufgeladen, also beziehungsweise eine Episode gemacht. Und dann ist es weniger ins Gewicht gefallen, aber vor ein bisschen mehr als einem Jahr, im März letztes Jahr war das, glaube ich, haben wir ja dann gewechselt auf alle 2 Wochen Podcast. Und sobald halt dort halt einmal mal ausfällt, das geht halt schon den ganzen Monat. Und das hat man halt ja schon gemerkt. Aber ja, jetzt sind wir da, trotzdem allem 73 Episoden. Und das, würde ich sagen, ist schon ganz, ganz, ganz eine schöne Zahl für unsere letzte Episode. Ja. Das stimmt. Das ist tatsächlich eine schöne Zahl. Und man muss natürlich auch sagen, Steffi, wir haben in diesem Format so viel gemacht. Also ich bin vorhin auch kurz, als ich Zeit hatte, noch schnell die alten Videos durchgegangen. Ich glaube, wir haben ja dann auch noch etwas vorbereitet. Ja. Das ist Wahnsinn, was wir eigentlich alles gemacht haben. Also, wir haben extrem viel gemacht, ja. Es ist wirklich von... und es ist schon richtig lustig, wie ich teilweise in diesen Streams ausgesehen, teilweise komplett kaputt, Schön ist dir aufgefallen. Sehr spannend, dass man auch gesehen hat, dass, also ich habe wirklich auch so ein bisschen meine persönliche Entwicklung miterlebt. So, man sieht wirklich in den Zeiten, was mir nicht so gut gegangen ist und in den Zeiten, wo es besser ist gegangen. Und das ist schon krass. Wie deine Kameraqualität mal besser und mal wieder schlechter ist geworden. Ja, das lassen wir jetzt auf der Seite. Das ist ja auch bei meinem Markenzeichen Wort auf eine Art. Oder True that. Oder schlechte Cam, bin ich am Start. Es ist absolut crazy. Also einfach, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Buff Crit Loot, die Gaming News Podcasts, die haben bis jetzt 86 Stunden 40 Minuten gedauert. Also nur die Podcasts, also zweckgeschnitten. Ohne das Gelaber vor und nachher, sage ich jetzt einmal. Also wirklich einfach dann, wenn wir den Podcast gestartet haben, bis dann, wo wir ihn aufgehört haben, also beendet haben. Und vorher und nachher haben wir ja auch noch miteinander geschnurrt, und, also mit den Zuschauern. Und das habe ich natürlich dann alles weggeschnitten. Und ja, das ist schon geil. Also, das sind einfach fast 90 Stunden. Einfach Podcast.
Das ist crazy. Das ist krass. Ja. Das ist krass. Und das ist ja nicht das einzige Format, gell? Also wir haben ja auch noch Gaming gehabt. Und auch Gaming muss man natürlich an dieser Stelle schnell sagen, wir haben letzte Woche den letzten Gaming-Stream gehabt. Also den letzten Gameplay-Stream mit dem Troy. Der Troy hat den letzten Gameplay-Stream gehabt letzte Woche. Auch mit einem ganz, ganz traurigen Auge schauen wir da drauf. Und ja, an dieser Stelle muss man wirklich sagen, ihr merkt es vielleicht schon, oder hört es vielleicht schon, mit Twitch geht es leider zu Ende. Ja. Das muss man an dieser Stelle wirklich schnell sagen. Also wir werden Twitch verlassen. Wir hören auf Twitch, wir hören auf mit Livestreaming und wechseln auf YouTube. Also wir werden keine Livestreams mehr machen. Und also beziehungsweise wenn, dann extrem selten mal oder also wirklich nur für Ausnahmen, für einzelne Sachen. Oder vielleicht wird es irgendwann dann mal auf YouTube wieder ein Format geben mit Livestreaming, aber halt einfach auf YouTube. Da muss ich an dieser Stelle aber sagen, da habe ich absolut keinen Einfluss drauf, weil das Ganze hängt nämlich damit zusammen. Achtung, jetzt kommt die News. Das ist wirklich, jetzt müsst ihr habt euch fest. Nehmt irgendetwas in die Hand zum Festheben oder habt euch an eurem Tisch fest oder an eurem Stuhl. Nehmt euch irgendwie ganz schnell Auszeit von dem, was ihr gerade macht und hört zu. Das, was jetzt passiert und jetzt kommt die News, das ist wirklich Breaking News. Steffi, ich gebe dir noch eine kleine Sekunde Zeit zum Einschnaufen und dann kannst du verkünden. Also tief einschnaufen, ausschnaufen. Ja, also das Ganze, die ganzen Änderungen und so weiter haben damit zu tun, dass ich das Unternehmen verlasse. Yes. Genau. So sad as it is. Ich habe ja damals Twitch und das alles, die ganzen verschiedenen Content-Formate, außer Troy's Tech Talk, habe ich ja ins Leben gerufen und zusammen mit Nico, Cyril und vielen anderen können erst realisieren. Ich bin ja dann damals auch für das eingestellt worden, dass ich das einfach alles umsetzen kann. Und ja, jetzt ist es aber soweit. Ich verlasse das Unternehmen, ich nehme eine neue Herausforderung an, ich mache mich selbstständig. Und also 100% selbstständig. Und das heisst natürlich auch, dass gewisse Sachen nicht mehr 1:1 so fortgeführt werden können, wie wir es gemacht haben und ich noch da war. Aber das ist eben nicht per se schlecht. Also ich muss auch sagen, es gibt, oder sagen wir es so, überall wo man eine Tür schließt, geht eine andere auf. Überall, wo es Veränderungen gibt, entstehen auch neue Chancen. Und von dem her, ja, jetzt haben wir uns halt einfach entschieden, dass wir das Livestream-Format hier auf Twitch einstellen. Heisst aber nicht, dass wir komplett mit dem Content aufhören. Also es wird weiterhin Content geben, ein bisschen anders. Troy's Tech Talk wird auf jeden Fall fix weiter bestehen. Da haben wir auch nächste Woche, 24. Doch, nächste Woche, Mittwoch, genau. Mittwoch in der Woche. Also am 24. April haben wir da auch nochmal der allerletzte Stream hier auf Twitch. Bevor es dann wirklich mit dem Kanal zu Ende geht. Und ja, und dann passiert einfach alles auf YouTube. Also genau, das Troy's Tech Talk wird es direkt auf YouTube geben. Die neuen Formate wird es direkt auf YouTube geben. Wir werden auch, oder sie, ich bin ja dann nicht mehr dabei, werden ein bisschen mehr andere Geschäftseinheiten involvieren. Das Cyril wird hoffentlich auch wieder, oder was heisst hoffentlich, voraussichtlich auch wieder mehr involviert werden. Also ich bin hure gespannt und ich freue mich extrem, was da alles Neues dazukommt, passiert und überhaupt, wie sich das Projekt alles weiterentwickelt. Es wird mega cool. Und ja, ich weiss, es ist nicht das Gleiche wie Twitch. I know. Der Cyril wird schon ein bisschen wert wie sie. Ja, sehr schön. wieder, Gott sei Dank, ja. Genau, ich weiss, YouTube ist nicht Twitch und es ist anders. Das ganze Feeling ist einfach nicht dasselbe eigentlich. Aber für eine Firma, sagen wir es wie es ist es einfacher, auf YouTube Format zu schalten als live auf Twitch. Gerade auch wegen Arbeitszeiten und so weiter. Und ja,
von dem her ist es eine Entscheidung, die sehr, sehr viele Chancen mit sich bringt. Und wenn ihr natürlich weiterhin wollt, schauen, was meine Jungs, hätte ich fast gesagt, hier so fabrizieren auf diesen Kanal, dann geht unbedingt... Bleiben deine Jungs, Steffi. Ja, für immer und ewig. Dankeschön. Ja, dann geht unbedingt auf YouTube schauen, was sie dort so machen. Und unterstützen sie, meine Boys. Yes. Genau. Also ich übernehme das schnell. Wir sind natürlich alle extrem traurig, dass Steffi geht. Sie hat wirklich eigentlich auch, oder ja, sie hat das Ganze so vorantrieben und ins Leben gerufen, eigentlich auch noch bevor ich überhaupt dabei war, ist sie schon dabei gewesen. Sie ist ja ein Jahr länger als ich dabei und hat eigentlich das alles ja, das ist von ihr, also das ist von Grund auf ihr Blümchen, das sie gegossen hat und das ist jetzt eigentlich so zu einer Blumenwiese geworden, was sehr schön ist. Oh. Wir möchten aber, dass es irgendwann ein grosser botanischer Garten wird und im Endeffekt treiben wir die Sachen weiter. Wir haben nicht vor, das abzubrechen oder aufzuhören mit dem, sondern wir sind engagiert mit dem Oli, mit dem Cyril. Ich bin im Boot. Wir haben andere Leute integriert, wir haben andere Geschäftseinheiten integriert. Die Leute sind interessiert daran. Der Begriff Nerdversum ist ganz gross, wird ganz gross geschrieben, wird ein Teil davon sein. Wir werden es weitertreiben. Es ist uns allen wichtig, einfach auch die Community weiterhin aufzubauen. Und darum wechseln wir jetzt eigentlich mit dem auf YouTube. Und zwar komplett auf YouTube und werden dort jetzt noch ein neues Format zum Tech Talk dazu machen. Und also es wird wahrscheinlich das eine oder andere neue Format geben. Genau, es wird auch das eine oder andere neue Format geben. Ja. Genau. Und wir haben in diesem Moment die Hoffnung und natürlich auch ein bisschen, ja, wir würden uns freuen, wenn natürlich die Community, die hier auf Twitch war, auf YouTube dann oder zuschaltet. Und ja, das ist sicher der erste, aber der nicht letzte Call in diesem Podcast. Wenn ihr uns noch nicht folgt auf YouTube, geht doch bitte schnell ein Follow da lassen, weil wir werden dort wieder neu anfangen und Sachen droppen. Und wer den Troy's Tech Talk schon kennt, weiss ja, dass es ein Format ist, das sehr unterhaltsam ist. Das wird natürlich weiterhin bestehen und zusätzlich werden mehr Formate mit dem Troy, mit dem Cyril und mit mir kommen. Macht euch da keine Sorgen, wir uns Steffis Legacy weiterführen, dass sie am Schluss irgendwann vorbeikommen und sagen, sie ist stolz auf uns. Hey, unbedingt, ja. Also das ist wirklich das, was ich muss sagen, wo mir am meisten weh würde tun, wenn es jetzt einfach alles zusammenbrechen würde. Aber da bin ich guter Dinge, dass das nicht passiert, sondern dass das wirklich weitergeführt wird. Wo wir haben da ein paar ganz tolle Leute im Boot, die da an das Projekt glauben und oder der Meinung sind, das ist mega cool und das auch nicht einfach so aufgeben wollen, einfach weil ich jetzt weg bin. Auch wenn ich natürlich den grössten Teil von allem gedreht habe. Aber das Ding ist halt genau das. Wir wechseln ja nur eine Plattform und es geht auf YouTube mit anderen coolen Sachen weiter, mit anderen coolen Leuten. Und ey, uns ist einfach wichtig, dass wir weiterhin eine coole Community sein können. Beziehungsweise, also ich schaue ja sicher ab und zu rein, was interessiert mich schon. Ich bin ja nicht weg vom Planet Erde und ich gehe auch nicht irgendwo neu mehr her, wo es kein Internet mehr hat. Von dem her, ich bleibe auf jeden Fall auch noch ein bisschen präsent. So ist es nicht. Ich bin halt einfach dann nicht mehr vor der Kamera und auch nicht mehr angestellt, sagen wir es so. Genau. Ja, yes. Aber eben, wie gesagt, es ist auf jeden Fall so, dass man jetzt da nicht es sollte eigentlich im Ganzen keinen Abbruch tun. Nee. Wir haben tatsächlich, wenn wir zurückschauen, auf Twitch ja eigentlich auch, und da muss man einfach auch so hart, wie es tönt, muss man auch ehrlich sein, mäßigen Erfolg gehabt, sage ich mal. Wir haben sicher eine coole Community aufgebaut, aber jetzt wirtschaftlich angeschaut, ist es halt schon nicht so ergiebig gewesen, wie man sich das hat vorgestellt, aber wir wissen ja auch, dass es schwierig ist und dass es in der Schweiz einfach wirklich sehr, sehr viel Dedication braucht und harte Arbeit. Wir haben mit dem Oli, mit dem Troy haben wir jemanden, der das macht und das auch geschafft hat, meiner Meinung nach, vor allem in der schweizerdeutschen Community etwas aufzubauen, wo man kann sagen,
das ist tatsächlich eine coole Crowd und ohne Reach, den er bedient, aber er ist halt wirklich einfach auch immer dran und hat die Leute um sich, das sind treue Fans und darum sind wir auch froh, dass wir den Oli weiterhin bei uns dürfen behalten, auch als Creator und dass er mithilft. Natürlich hat er auch ein Tränchen verdrückt, wo es darum gegangen ist, ob Twitch noch bestehen bleibt und er hat sich ich sehr auch, dafür eingesetzt, ja. Ja, genau. Ja, wer schon nicht, sind wir ehrlich. Wir haben alle gefunden, hey, das ist schwierig, oder? Das Ding ist halt, gell, als Streamer, und ich streame ja wirklich schon extrem lang, da musst du halt schon auch sagen, Streamen ist halt schon nochmal etwas anderes als einfach Content produzieren. Weil beim Streamen kommt einfach sofort Live-Feedback. Du kannst nicht rausschneiden, du bist also in den meisten Fällen bist du extrem authentisch. Du bist, klar, du kannst auch nicht gross meistens überlegen und Sachen auswendig lernen. Und wenn du einen Fehler drin hast, hast du halt einen Fehler drin. Shit happens, weiter, next. Du kannst nichts schneiden, du kannst sofort reagieren, aber du bekommst auch sofort Feedback von der Community. Darum ist live halt einfach wirklich etwas, was ich immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Ja, das stimmt. Und eben, Content produzieren ist sehr one-way. Aber auch da, die Leute sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich. Man muss aber auch sehen, dass es einfacher ist, auf VODs zu erstellen, also Content zu produzieren, als wirklich Livestreamen. Erstens kann es nicht jeder, zweitens will auch nicht jeder vor der Kamera sein. Und beim Livestreamen ist schon nochmal anders, wenn du noch ein Gesicht hast vor der Kamera. Als VOD brauchst du es nicht unbedingt. Von dem her, es hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Das ist ja so. Und was man auch muss sagen, es ist halt eben, das ist wirklich auch wichtig, dass ihr das wisst, das ist nicht irgendwie etwas gewesen, was wir jetzt Fulltime machen können. Wir haben das immer neben unseren Jobs auch noch dazu gemacht. Und wenn wir jetzt halt Twitch von dem Ganzen wegnehmen, ist das recht ein Relief auch vom Aufwand, den wir haben. Auch für uns. Wir müssen ein bisschen weniger planen und wir können uns mehr auf das YouTube-Format konzentrieren. Es gibt ja auch also nicht, dass es jetzt weniger zu planen gibt, deswegen. Es gibt nicht weniger zu planen oder so, aber es gibt ja auch YouTube Live und es gibt ja auch Premiere-Funktionen und so. Wir probieren dort jetzt ein bisschen auf die Schiene aufzuspringen und einfach auch zu schauen, dass wir eben, wie gesagt, eine beständige Community aufbauen können. Wir haben dort mit dem Tech Talk sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Rückmeldungen auf dem Tech Talk sind immer sehr gut. Die Leute finden es super, dass es so eine authentische Review ist. Die Hersteller finden es auch super, auch die meisten. Es gibt natürlich auch solche, die finden, hey, was erzählt ihr da? Ist zu ehrlich hier. Ist uns zu ehrlich, aber das ist uns dann ein bisschen egal, weil wir immer gesagt wir machen ein authentisches Review. Ja. Auf jeden Fall, im Endeffekt, ist es nicht das Ende, sondern es ist eigentlich genau, es ist etwas, was wir abstellen, wo wir finden, es macht wirtschaftlich zu wenig Sinn und es macht einfach auch so reach-technisch zu wenig Sinn. Und YouTube wird uns da glücklicher machen, habe ich das Gefühl. Also, ist auch ein emotionaler Moment, gleich auch für mich jetzt. Ich glaube, für Steffi noch viel mehr. Schaut ihr das Baby? Ja, für mich ist es schon sehr emotional, ja. Vor allem, wenn ich bedenke, aber jetzt bin ich gleich 3 Jahre in der Firma und wie viele Monate das es überhaupt gedauert hat, bis wir starten konnten, wo wir so viel haben müssen Vorabklärungen treffen und Konzepte machen und dies, das und jenes. Und von dem her, ich muss sagen, hure geil, dass wir das überhaupt machen können. Hure geil, dass wir das überhaupt so dürfen anfangen und so bis jetzt weiterhin dürfen setzen und machen. Und ich meine, wer darf das schon einfach so, gell? Also von dem her, das muss man natürlich auch sehen, es ist sehr grosszügig, dass man das als Firma so darf machen. Von dem her, eigentlich hure geil. Ich finde auch, wir haben mit dem ein mega Statement gesetzt. Wir sind da in einer sehr, ich würde sagen, was E-Commerce betrifft, in einer Pionierstellung, dass wir so etwas gemacht haben. Und ich bin auch der Meinung, dass es funktioniert nach wie vor. So Geschichten wie Podcasts und so weiter. Von dem her, ich finde es weiterhin hure geil. Ich bin weiterhin Fan davon. Man muss halt immer ein bisschen auf die Bedürfnisse schauen von der Firma und von der Community. Das ist halt nochmal anders, als wenn man es privat macht, oder? Von dem her, ja. Yes.
Auf jeden Fall. Genau, so viel dazu. Das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum wir mit Twitch aufhören. Also das ist so, der Kanal wird nicht gelöscht, aber wir werden einfach nicht mehr aktiv sein drauf. Das ist also vorübergehend. Wir sagen nicht, dass wir irgendwie, also das Plug.ch in einem Jahr, 2, 3, keine Ahnung, das steht noch in den Sternen, vielleicht nicht irgendwann mal gleich wieder zurück auf Twitch geht oder irgendwie einen Restream macht oder so. Aber der Hauptaccount wird YouTube werden. Bis jetzt war es ja Twitch, aber jetzt wird der Hauptaccount halt YouTube sein. Von dem her, yes, geht auf YouTube über und da werden ganz, ganz viele neue, coole Formate auf euch zukommen. Was haben wir, können wir den YouTube-Account noch im Chat posten? Das wäre noch gut. Die Leute können followen. Natürlich. Top. Yes. Er ist natürlich auch verlinkt in der Beschreibung vom Podcast. Selbstverständlich, wie immer. Und genau, was ich noch sagen will, ist, hey, wir sind ja dann noch an Fantasy Basel. He? Also, die ist ja auch gleich. Die ist schon in wenigen Wochen. Macht noch keine Sorgen. Ich bin dort noch dabei. Ja. Es wird aber, wie ihr vielleicht jetzt schon ein bisschen rausgehört habt, wir haben ja die letzten 2 Jahre haben wir ja haben wir ja bis jetzt auch gestreamt von vor Ort. Da bin ich ja auch wirklich 3 Tage fast durchgehend am Streamen gewesen. Das wird es nicht mehr geben. Also wir werden keinen Livestream machen, live vor Fantasy Basel aus. Aber ich bin sicher vor Ort. Ich mache noch mit der Fantasy Basel. Also wenn ihr da seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommen und mir noch Tschüss sagen. Ich habe das Mal auch Zeit, um mit euch zu quatschen. Bis jetzt hatte ich ja nie Zeit gehabt, zum Quatschen, weil ich ja immer am Streamen war. Das wird dieses Jahr anders sein. Ich habe Zeit, ich kann mir auch Zeit nehmen für euch. Von dem her kommt unbedingt vorbei. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr noch Tschüss sagen. Es wird meine grosse Abschlussparty, habe ich mich dazu entschieden. Also Abschiedsparty. das ist ja. Ich habe mich dazu entschieden, dass es meine grosse Abschiedsparty wird. Sehr gut. Also was ich sicher kann sagen kann, ist, ihr könnt euch freuen auf den Stand. Der wird so geil. Wir haben also einen richtig geilen Stand. Mein grösster Wunsch ist vor allem die Erfüllung, also geht die Erfüllung mit diesem Stand. Genau. Aha. Genau. Ihr müsst vorbeikommen, schauen. Das ist echt unser Stand. Wir behalten es jetzt noch als Geheimnis, aber wir haben sicher schon mal sicher einen Stand, der einfach Janach auf jeden Fall wird umhauen. Also ihr werdet dort reinkommen und ihr werdet einfach bleiben. Wir haben den Stand so designt, dass man einfach reinkommt und sich in einer neuen Sphäre fühlt, in einem neuen in einem Abschnitt, wo man irgendwie in ein Paralleluniversum eintaucht. Ja, schon ein bisschen, ja. Weil uns ist schon wichtig gewesen, wir haben unbedingt wollen, etwas kreieren, wo wieder mehr Fantasy ist. Es ist ja 20-jährige, nein, 10-jährige, sorry. 10-jährige Jubiläum von Fantasy Basel. Ja, genau. Und wir haben gefunden, wir gehen wieder mehr Fantasy und weniger Shopping-Mailen. Ja. Und ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft. Ja, also das erste Jahr, wo wir da Fantasy Basel waren, vor 2 Jahren, haben wir ja noch ganz einen coolen Stand gehabt, der einigermaßen abgerundet war. Letztes Jahr war es so ein bisschen Krüsi-Müsi irgendwie, auch noch mit dem Taschen bedrucken und so weiter. Aber jetzt das Jahr wird es wirklich, das wird geil, das ist eine Welt. Aber es ist wirklich einfach, der Stand stimmt einfach. Es ist einfach eine Geschichte dahinter. Also ich freue mich richtig drauf, ja. Ja, es wird wirklich sehr gut. Und es wird sehr viele coole Preise geben. Wir haben kein Glücksrad mehr. Nein, wir haben kein Glücksrad mehr. Was es tatsächlich wird geben, ist sogenannte Greifautomaten. Also ihr kennt sie, die Automaten mit dem Greifarm, wo man Zeug rausholen kann. Genau. So einen wird es geben und dort drinnen wird es coole Preise zu gewinnen geben. Zusätzlich haben wir Glückskekse mit Preisen drin. Kommt echt vorbei und schaut nach so an. Also es wird sehr, sehr cool. Und es gibt auch sehr coole Preise zu gewinnen. Also jetzt nur im Sinn, dass es so 2, 3 Asus Gaming Monitore gibt und beim Social Media gibt es glaube ich auch noch irgendetwas grosses konsolenmässig zu gewinnen. Ja. Das wird geil. Also, kommt vorbei. Unbedingt. Hey,
Wir haben es vorhin ja schon angeteasert. Ich habe noch etwas vorbereitet. Und zwar habe ich mir den Vormittag ein bisschen Zeit genommen, um ein paar Highlights rauszusuchen. Oh, das wird jetzt Von den emotional. letzten Streams habe ich es zusammengeschnitten. Es geht ungefähr 8 Minuten. Also lehnt euch zurück und genießt das Schauspiel. Bis grad. Jetzt Gottfried Stutznann, habt ihr das gesehen? Cooles Mann! Sieht mega fancy aus. Wahrscheinlich werden wir das Spiel nochmal müssen spielen, weil was so schon cool ist, oder? Jetzt auch dort unten, dort ist jetzt irgendetwas. Also so meine Entdeckungslust ist schon noch geweckt. Und was machen die da? Die verbrennen irgendetwas. What the fuck? What the fuck? What the... Nein! Hast du gesehen, wie der Arztflüger gekommen ist? Akzeptiere den Tod und wir werden gemeinsam eine neue Geschichte schreiben. Sie hat mich einfach umgebracht. Ich muss niesen. Ich muss nicht niesen. Schön haben wir darüber geredet. Es fehlt das Schwert. Es fehlt aber auch eins im Plan. Okay, alles gut. Schießen wir einfach einen Kieselstein an den Ring und es ist kaputt. Looten ist Leben. Das ist absolute Priorität. So verwirrte Thomas-Lokomotive. Der Schwimmring! Lass es mich tun, Mann! Hey, ich finde es auch so gut. Ich finde es so gut. Computergegner völlig überfordert. Völlig überfordert. No! Schnell rein. Wow, 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 du! Chills mal schnell, ich bin doch da im Tutorial. Hallo. Grüezi, Kochikästchen. Dort wird das Fahrzeug gerade demoliert. Die Besucher sind am Sterben. Also es sieht wirklich gruselig aus jetzt gerade, nicht? Oh. Ich habe es immer so, dir nicht. Der Zeitpunkt, um uns für die Schlacht zu entkleiden. Nein, das Was? Nein? Und jetzt twerk! Okay, das ist ein bisschen too much. Drax, mach irgendetwas. This is where you train? Oh gods, no. What a waste of me time. Er ist genau gleich komisch proportioniert wie in den Spielen. Sage Hila, dass ich mich für ihn in 1000 Abgründe werfe. Oh wow, das ist Liebe. Genau das will ich hören. Ansprüche hat er auch noch. Er tönt das Klappern perfekter Hufe auf Kopfsteinpflaster. Sie gehören zu der besten, majestätischsten Herrscherin, die Sterbliche je erbitten. Königin Arschgaul! Ashley haben sie tatsächlich gefixt. Sie ist weniger nervig. Halleluja! Ashley ist weniger nervig. Sie fährt nicht an umschreien die ganze Zeit. Du musst sie nicht die ganze Zeit umtragen, weil auch das, seien wir ehrlich, Steffi. Ja, Nee. seien wir ehrlich, Steffi. Zeitgemäß ist das schon lange nicht mehr. Oh mein Gott, wie cool! Schau das. Yes, Mann! Kann ich Sachen anzünden? Ich bin gut im Sachen anzünden. No. Let's go. 10 von 10 Punkten, lieber Chat. 10 von 10 Punkten. Hat das Spiel verdient? Jetzt schon. This is my life now. Nein, kann ich nicht jede... Oh nein, ich kann nicht jede streicheln. He? Sonst hat jetzt gesagt, es gibt keinen anderen Content mehr als das ab jetzt. Ja, moin. Ja, ich weiss. Ich weiss. Weißt du, bei mir ist einfach immer morgen, ich bin gerade aufgestanden. Eigentlich müsste ich noch meinen Kaffee haben. Jetzt nehme ich einen Schluck Wasser. Toll, hilft gar nicht. Ja, ich sehe auch Ja. jetzt die schelmische Grinsen, ja. Aber es hat einen Grund. Oh, weißt du, was mir Ich gerade hab's- ist eingefallen? Wir haben auch das nicht gestartet. Das ist sehr gut. Das heisst, wir müssen können das noch mal Ganze noch gerade einmal schaffen. Aber ich glaube, es ist besser so. Wow. Let's go! Wir haben es angebracht, Chat. Der Troy Lander ist gestorben. Aber so kommt man nicht nach Valhalla, das kann ich euch schon mal sagen. Erschlagen von einem Baum. Nee. This curry is on fire! Übrigens, ich habe schnell gesagt, ich führe schnell vor, wie man verliert. Also alles geplant. Also, willst du mir erzählen, ihr verhindert das nur, weil ihr Angst habt?
Wäre doch lustig. Also das heisst, man kann immer rumfliegen. Ich denke, man kann wirklich den Fehler machen, dass die Leute runterfallen, aber scheinbar nicht. Okay, sie sind wütend. Königreich stark aus dem Gleichgewicht. Okay, sie sind hässig, aber sie können nicht runterfallen. Das ist natürlich... Ja, fast ein bisschen schade, muss ich sagen. Der majestätische Hengst hatte genau die gleiche Idee. Als ihr beide die Köpfe senkt, berühren sich eure feuchten Nüstern. Du hast mich ins Team gesteckt, bevor es so hieß, und meine Haut ist nicht grün. Sie ist türkis. Türkis? Was? Der Rex ist echt so ein guter Charakter auch in den Filmen. I guess, das sind Bomben. I guess, hier kann ich... Oh shit! Oh boy! No! No, es brennt alles! Oh mein Gott! Ja, es anzündet sogar mich selber. Ich bin glaube auf dem 2. Platz. Kann das sehen? Das ist doch nicht möglich. Hey. Ich bin auf dem 1. Platz. Holy shit, okay. Also so wie es aussieht, lieber Chat, bin ich ein Naturtalent. Pikachu! Hey, triggere mich nicht, sonst mache ich den ganzen Podcast immer Pika Pika. Sorry, Rocket. Sorry. Das klappt schon. Roll dich einfach zusammen. Was? Drax, wirf ihn. In Ordnung. Nein, halt, halt. Das geht sicher schief. Wird auf den Füßen landen. Oh. Dann gilt das wohl doch nur für Katzen. Der Rocket ist von deinem Verrat schockiert. Oh, shit. Diesen Wörtern nicht vertraut. Ich glaube, er denkt sie sich aus. Sorry, Rocket, sorry. Aber ich musste es sehen. Wenigstens schießt er nicht davon. Jetzt ist er sauer. Er hat uns absichtlich verfehlt, oder? Was hast du mit unseren Namen gemacht? Das fällt mir nicht der Shit auf! Oh mein Gott! Was hast du? Mama Tweety. Yo, what's up, Mama Tweety? How you doing? I'm fine, Smurf Daddy! How are you? How you doing? Oha. Wir haben doch kein PS5. Wow, shit, ich habe nicht geschaut, wo ich hin sage. Oh mein Gott, ich bin der beste Pirat. Hey. Der beste Pirat. Meine Strategie, hey? Die berühmt-berüchtigte Strategie vom Pirate Troy ist einfach in den Felsen reinfahren. Was ist jetzt aber, Kate? Hey, nein, hey. Bitte. Bitte schaltet ab. So, das wär's gewesen. Oh, ein paar schöne Momente haben wir da gehabt. In unseren Streams. Oh mein Gott, das ist geil. Das letzte Video mit dem Mit dem Siri ist Siri. verdammt gut. Vor allem, wenn er so rot wird. Schaltet ab, bitte! Ja. Ja, auf jeden Fall Ich schön habe jetzt gewesen. schon ein Tränchen müssen verdrücken. Ja, wir haben ein paar sehr, sehr coole Sachen gehabt. Klar, also gell, hey, also wir haben ja nicht wahnsinnig viele Clips gehabt, leider. Aber also einerseits bin ich auch ganz froh, weil so habe ich nur 371 Clips müssen durchschauen und nicht irgendwie 2000. Und dann ist es noch gegangen. Schon dort überhaupt Auswahl zu treffen, war schwierig gewesen. Kannst du das Video bitte irgendwo ablegen? Ich möchte mir Natürlich, das noch ich ein werde paar es Mal auf anschauen. YouTube aufladen und Ja, werde bitte. auch öffentlich stellen, dass man es nochmal anschauen kann. Ganz oft natürlich, selbstverständlich. Ich habe vorher ja schon angefangen, ich habe noch schnell ein paar Zahlen droppen, einfach, dass wir nochmal so ein bisschen das Verständnis haben, wie viel wir eigentlich gestreamt haben. Beziehungsweise wie viel Content, das wir eigentlich produziert haben, der dann auch auf YouTube gelandet ist. Gell? Also, aber ich habe es vorher schon gesagt, Buffgrid Loot haben wir 86 Stunden auf 40 Minuten gehabt. Also unser Gaming News Podcast.
Wir hatten Gaming mit dem Troy. Er hat über 124 Stunden gestreamt. Also beziehungsweise Krass. dort ist ja auch, weißt, ich Krass. habe ja auch vorher das Glaber und nachher das Glaber ja weggeschnitten. Also gestreamt ist dann noch länger geworden. Aber das ist das, was auf YouTube gelandet ist. 124 Stunden. Ja, hoffentlich ist ein bisschen davon Gameplay. Ja? Nein, aber das ist ja nur Gameplay. Das ist ja genau das. Also, das ist eben nicht das Glaber. Okay, Das ist Glaber habe ich ja viel eben, ja, das Glaber habe ich eben weggeschnitten. Ich habe 112 Stunden und 42 Minuten Gameplay. Also nicht Krass. ganz so viel. Ja, Krass. ja, also der Troy hat 60 Videos, ich habe 62 Videos. Krass. Genau, der Nico hat immerhin 3 Stunden und 19 Minuten, also sagen wir 3 Stunden 20. Genau. Ja, mal, ich habe glaube ich einmal gestreamt oder zweimal. Du hast 3 oder 4 Mal glaub ich, gestreamt, ja. Ah, okay. Der Blake, den man vorher auch kurz noch gesehen und gehört hat, der hat immerhin fast 22 Stunden herbekommen. Der ist ja dann Papi geworden, darum hat er müssen aufhören mit dem Streamen. Und was man natürlich Stimmt. nicht darf vergessen, hey, der Cyril hat immerhin 100 Stunden herbekommen. Boah. 100 Ja, Stunden der Cyril lang hat, Klemmbausteine zusammengebaut. Der 100 hat sich- Stunden! der hat sich gegönnt. Ah, Der hat und sich sich gegönnt. smooth, fusselig geredet. Kein Wunder, hat er Kaffee gebraucht. Ja, und er hat so viel Zeug zusammengebaut und das hat er Mhm. wirklich sehr, sehr gut Ja. gemacht. Und live von Messen und Events haben wir immerhin 42 Stunden. Ja. 42 Oh, Stunden. da hast du jetzt gar nicht viel reingeschnitten, nur der mit dem Turken, aber da haben wir noch ganz viele lustige Ja, ja. Sachen drin gehabt. Ja, sehr, sehr viel. Also Collections sind alle auf Twitch und natürlich auf Ja. YouTube verfügbar zum Ja. Nachschauen. Genau. Ja. Ja, heiter Fahne, ja. Das ist ordentlich. Und Tech Talk haben wir immerhin 20 Stunden. Also von dem her. Genau. Yes. Also. Hey, dann würde ich aber an dieser Stelle sagen, schön war's. Merci viel mal für alle, die da waren, die zugeschaut haben, zugelassen haben, uns unterstützt haben, für uns da waren, mit uns da waren. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Merci vielmals, dass ich das Projekt oder diese Projekte umsetzen durfte. Ich hatte sehr viel Freude und Spass daran gehabt. Mit dem geht jetzt aber leider eine Ära zu Ende. Yes. Für mich, für Brack.ch, für alles, für die Schweizer Streaming-Szene wahrscheinlich auch. Eigentlich schon. Eigentlich kann man es Ja. so sagen. Eigentlich kann man wirklich so ausholen. Ja. Eigentlich kann man wirklich so Wenn ich da ausholen. mal so ganz unbescheiden darf sein, würde ich das auch so sagen, ja. Und es hat trotzdem Spass gemacht, all die Auf jeden Stunden, Fall. Minuten und einzelne Momente, So, die wir so. haben mit euch dürfen teilen und das coole Projekt hier vorantreiben. Wie gesagt, es ist nicht fertig. Geht auf YouTube, folgt auf YouTube. Wir kommen wieder mit neuem Zeug. Wir hören nicht auf. Yes. Wir können Steffi nicht ersetzen, das ist klar. Sie ist die Entertainment Queen, aber wir geben uns das Beste, um euch trotzdem auch unterhalten und coole Formate zu bringen. Wir haben ja zum Glück noch den Troy, der MVP. Und der Cyril, der ja auch wirklich ein herziger Sieg ist und gut kann streamen. Und dann gibt es noch meine Wenigkeit. Ich kann nicht so gut Leute unterhalten, aber bin gleich sonst einfach noch da. Du bist mehr als nur da, aber okay. Oh. Ja, nein, alles gut. Ich meine, im Endeffekt sind wir sehr froh, dass wir bis hierher sind gekommen. Und ich glaube, es ist unglaublich schön zu sehen, was man aufbauen kann, wenn man mit Leidenschaft an etwas arbeitet. Und ich glaube, ich kann auch dort ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie in einem Job so viel Leidenschaft ins Projekt gesteckt, Sagst du etwas? wie hier mit der Steffi. Und wir sind auch zusammengewachsen. Also, Extrem. wir sind zusammengewachsen, nicht zusammengewachsen, zusammengewachsen. Und haben irgendwie in guten wie in schlechten Zeiten einfach immer probiert, das zu pushen. Ja. Nicht zu vergessen ist da auch der Yves, der Sean, der Silvan. Ich weiss, du bist glücklich dort, wo du jetzt bist. Er ist nicht gestorben, er hat nur den Job gewechselt. Und der Cyril und noch andere Leute.
Viele andere Leute. Yes. Aber der Oli sowieso, der Marco, einfach alle. Ich bin allen so dankbar. Wirklich. Merci viel bis hierher. Das war sehr cool gewesen. Da gibt es für mich jetzt nur noch etwas zu sagen. Ich will das letzte Wort haben, bitte. Und zwar Gaming News Podcast, Buff Crit Loot von brack.ch mit dem Nico und mir. Mama Tweedy und Smurf Daddy out.